Schluss mam Junkfood, Schluss mam schlechten Essen. Wir setzen uns an für eine gesund, equilibriert und hochwertige Ernährung. Aus dieser Passion ist die Fitfood Challenge geboren. Wir haben Assoziationen, sozial engagierte Gruppen und Clubben aufgerufen, ein Projekt auszuschaffen, das sich stark möchte für eine gesunde Ernährung und gegen den Fastfood. Natürlich müssen wir dabei den einen oder den anderen Kriterien festlegen. Projekte sollten edukativ, realisabel und naturfreundlich sein. Für allem aber sollten sie neu und original sein. Für die Fitfood Challenge engagieren sich Cactus, Bonduel, die Fondation Cancer, dem Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois und Natur und Umwelt. An einer ersten Etappe konnten die Ideen angeregt gehen. Über 150 Partizipanten haben mitgemacht und an denen von unserer Jury 30 Finalisten festgehalten wurden. Das Projekt hat sich qualifiziert für die zweite Etappe, an der die Idee mehr genau ausgeschafft soll gehen, an dem sie genaue Cahier de Charge realisiert gouf. Diese Cahier de Charge gouf von der Jury analysiert, kritisiert und bewährt, für aus all den Projekten 3 Gewinner herauszusichern. Guten Abend, ihr Damen und die Herren. Ich heiße euch herzlich willkommen auf der Remise des Prix vom Fitfood Challenge. Den Abend sind wir heute für die 3 besten Projekte zu sehen. Und natürlich hat man auch eine Reihe ganz wichtiger Partner, die mitgemacht haben am Fitfood Challenge. Wen es war, auf für was sie mitgemacht haben, gucken wir uns das an. Bonduel et Cactus ont initié ce projet ensemble en partenariat car on a des missions qui sont vraiment adéquates toutes les deux. Et à travers le Fitfood Challenge, nous voulons en fait montrer que tout le monde peut être acteur du bien vivre. Wir sind Partner mit dem Fitfood Challenge genau aus dem Grund, weil eben das gesunde Essen für uns wichtig ist, dass die Population sensibilisiert wird. Wie den Challenge an die Leben gerufen ging, als wir spontan dazu bereit erklärt für mitzumachen, wir gemeint eine gesunde Ernährung an den Sport am Allgemeinen. Das sind 2 Wollen, die ganz eng mit verbunden sind. Wir setzen uns an für mehr Lebensqualität. Lebensqualität heißt doch gesunde Produkte und eine gesunde Umwelt. Weil einfach durch eine gesunde Ernährung die Biolandwirtschaft mehr gefördert wird, weil wenn ich gesunde Ernährung so, dann denke ich auch an Bio-Lebensmittel. Die Werbung ist schon sicher da. Und Motto steht da, Tropfen hüllt den Stein, der den effektiv kann. Mit so einer Initiative eine Reihe Sensibilisation machen. Bon, ich weiß natürlich, dass ich nicht alles kann verändern kann. Jeder kann noch immer mehr, was er will. Aber ich bin aber optimistisch, dass das eine gute Initiative ist, und wir werden nicht auch in der Zukunft ähnliche Initiativen weiterzuführen. An den dritten Preis geht Eating Healthy, a Choice vom LTPS, Lycée Technique pour Profession de Santé. Kommt von der Schrift auf der Bühne. Ihr könnt euch viel gehen. Ganz großen Applaus. Merci. Also ein Projekt ist Eating Healthy, it's a Choice. Zum Beispiel mal den gesunden und den ungesunden Lebensstil mir genau angeguckt, wie es ausgesehen, wenn man sich gesund ernähren und ungesund ernähren. Ja, am Anfang haben wir auch ein bisschen geguckt, was der Unterschied ist zwischen Normalprodukten oder Leitprodukten und auch was besser ist für den Körper nicht. Und am Anfang ist es auch so, dass die Leute dann merken, dass sie selber können wählen, ob sie gesund leben oder eben ein bisschen mehr ungesund leben. Dann gucken, wer sie am Anfang dem Körper schäden oder nicht. Einen ganz großen Applaus für den dritten Preis. Merci vielmals. An den zweiten Preis geht Fitfood Crew, Fit for Life, Wohnungshelf, ISBL. Van der Schliff kommt auf der Bühne. Ganz großen Applaus. Das Projekt ist am Fongol, wir schaffen mit Junker, Schüler ab 18, die an Wohngemeinschaften wohnen. Also sie mussten selber für sich kochen. Und da haben wir gedurcht, an einem Tag eine Diäteticienne zu rufen, an den Koch. Und dadurch kriegen sie erklärt, wie man gut kochen kann, gesund kochen kann und natürlich mit einem ziemlich tiefen Budget.
weil so net viel finanziell Möglichkeiten hunn an dat is auch e wichtigen Deel davon. Für lo noch bisschen mehr spannend zu machen, haben wir noch einen speziellen Preis, den Coup de cœur vom Publikum. Der Gewinner von diesem Projekt ist Feedful Application von der Schlift, l'Association nationale des diététiciens du Luxembourg. Von der Schlift auf der Bühne, ganz großen Applaus. Also Projekt war eng Applikationun fir Smartphonen zu machen, der Tisch und Leitinfo konnte kräen iwwer d'Ernährung, mat Rezepter, auch falsch Menungefle aus der Welt zu schaffen. An Corona gekoppelt war am Fongo, dass am Kaktus sollte QR-Code in verschiedene Lebensmittel kommen, an wo dann Leute Info über die Lebensmittel kriegen oder sogar direkt Rezepte kriegen. Und der nächste Preis geht de la fourche à la fourchette, le Centre d'initiative et de gestion locale Esch-Alzette. Von der Schrift auf der Bühne. Das Projekt das Errichtung von einer sozialen Küche, wo en dann mat de Kanner, mir auch mat Maderbeter do kachen kann. Datch mir produzieren de Gemäß. An die wird dann natürlich am Markt verkauft und Privatleit. Mir wollte wirklich, dass die Leute auch ihre eigene Produktion schmecken, genießen und verwerten. Wir sind am Gang zu Altwies, ein Centre d'éducation à l'environnement zu bauen, an den Lokalen, wo wir auch schon dran sind. An der Tisch los immer gut am Gangen. Und wir wissen, dass ein Kirchen aber ganz wichtig ist. Da sind wir gerade so froh, dass wir den Preis gewonnen haben, dass wir das wirklich anständig realisieren können.